Shalom Aleichem. Der 12. August 1952 ist heran in der Geschichte von jüdischen Volk wie noch ein blutiges Kapitel herangeschrieben von der sowjetischen Macht in Spitz mit Stalin im Machschemoy. In dem Tag hat man ausgeschnitten eine ganze Plejade jüdischer Persönlichkeiten und damit ist der Stück geworden die letzte Hoffnung, als nach dem jüdischen Churben bis der Zweiten Weltmilchume ist noch möglich umzugehen weiter mit dem jüdischen Nationalleben auf dem Schettach von Sowjetenverband. Zwischen der Schossene in Moskau dem 12. August 1952 ist euch gewesen der größere jüdische Schreiber David Bergelsson. In dem Tag ist bei Gewalt übergerissen geworden der Gang von seinem Leben, was hat sich umgehoben in demselben Tag, dem 12. August 1884, in dem Städtel Achrimove, Sarne, Kiewer Gubernie. In 1901 ist die Mischpuche herübergefahren in Kiew, mit 2 Jahren später in Odessa, der noch in Warschau. Die erste Variante von seiner Schaffung Arum Wachsal, was hat ihm bald herangeführt in der jüdischen Literatur wie ein eigenartiger Schreiber, hat Bergelsson umgeschrieben in Hebräisch. Er hat geprüft die Erzählung, was hat getrunken dem hebräischen Nummer Rikud, zu veröffentlichen in der Zeitung Hazman. Nur die Redaktion hat es nicht umgenommen. Demult hat der Mechaber es übergesetzt auf Jiddisch und Bichlal darüber zu schreiben Literatur in Jiddisch. Ein größten Räuschem hat gemacht sein Roman Noch Allemen, was ist erschienen in 1913 in Wilne. Der Doseker Roman, wie euch die Erzählung in einer vergräbter Stadt, hat ihm gebracht eine allgemeine Anerkennung von einem erstrangigen Prosemeister. Benannt mit den Klassikern und die mit etlichen neuen Schäfer von der jüdischen Literatur, wie Sholem Asch, Avrum Reisen, wird Bergelsson eine zentrale Figur in der literarischen Welt, wie ein Künstler-Novator mit einem eigenen Stil. Er ist der Schaffer von einem psychologischen, erzählerischen Genre in dem noch klassischen Periode von der neuen jüdischen Literatur. In den ersten Jahren nach der Oktoberrevolution schließt er sich in der Beugung von der neuen Kultur und Literatur, trägt seine Werke in die neu geschaffenen Almanachen eigens in Aufgang. Er gehört zu den Gründern von der Kulturliga in Kiew und beteiligt sich aktiv in ihr verzweigter Arbeit. In 1920 fährt Bergelsson herüber in Moskau, aber schon mit einem Jahr später, in 1921, verlässt er Rattenverband und besetzt sich in Berlin, was ist damals geworden, einer von den größten Centers von der jüdischen Kultur. Von Berlin macht er eine Serie über Rumänien, besucht die jüdische Jeschuwim von Bessarabie und Bukawine. Er wird ein ständiger Korrespondent von Vorwärts. In 1926 hebt er mitzuarbeiten in der kommunistischen jüdischen Zeitung Freiheit. In 1933, nach Hitlers Kommen zu der Macht, verlässt Bergelsson Deutschland, wohnt ein Stück Zeit in Kopenhagen und fort schon aufständig herüber kein Rattenverband.
verbringt a Sachzeit in Birobidzhan, aber Lesov besetzt sich in Moskau. Da lebt über einen neuen schafferischen Aufstieg. Sein dicker Mitglied von der Redaktionskollegie von dem Almanach Sowjetisch publiziert dort sein Roman Epopee beim Dnepr. Bis der Zweiten Weltmilchume ist ein Mitglied von dem jüdischen antifaschistischen Komitee, ein Mitglied von der Redaktionskollegie von der Zeitung Einigkeit. Nur es kommt dann das Jahr 1948 und der Stalin-Regime zerbindet seine allverbandische antisemitische Aktions gegen der jüdische Intelligenz Bichlal und der jüdische Literatur und Kultur befreit. David Bergelson wird arrestiert dem 23. Januar 1949. Aber Beschuldigter in viel sind gegen den Rattenverband und zusammen mit noch 12 Mitgliedern von dem jüdischen antifaschistischen Komitee wird ermordet dem 12. August 1952. Lassen wir jetzt dermonen und gedenken die Namen von den umgebrachten jüdischen Pennmenschen und Kulturtier, verpeinigt auf Tod bis des stalinistischen Redifes. Avrum Abchuk, Selig Axelrod, Chaim Orlinsky, Ele Asherovich, David Bergelson, Jasche Bronstein, Irsch Brill, Gershon Gorochow, Yecheskel Dabrushin, Avrum Isaac Damesek, Chatzkel Dunitz, Shimon Dimanstein, David Hofstein, Ele Wattenberg, Arn Wolobrinski, Benjamin Suskin, Leon Talmi, Yisroel Yachninson, Yankl Yankilevich, Arn Judelson, Izi Charik, Alexander Chashin, Hirsch Shmuel Lurie, Yosef Lieberberg, Moishe Litvakov, Ziskind Lev, Michal Levitov, Yankl Levin, Chaim Levin, Peretz Markish, Shloime Michoels, Avrum Merezhin, Wolf Nadel, Yitzhak Nusinov, Der Nister, Moishe Arn Rafalski, Oskar Strelitz, Avrum Yitzhak Slutsky, Dov Ber Slutsky, Elis Spivak, Max Erik, Shmuel Persov, Itzik Pfeffer, Zvi Friedland, Yisroel Zimberg, Menachem Kadishevich, Moishe Kamenstein, Arn Kantarovich, Leib Kvitko, Moishe Kulbak, Motl Kieper, Shmuel Klitenik, Yosef Ravin, Michael Raschkes, Nuchem Rubinstein, Herz Rivkin, Zalman Schneier Okun, Yitzhak Meir Spielrey, Ephraim Sprach.
kovet sehr ondenk.